Guten Morgen miteinander. Ich bin der Dani Weber, auch wenn meine Stimme vielleicht etwas anderes sagt. Ich bin es wirklich. Und die Stimme, die hat sich am Freitagabend entschieden, auch ins Wochenende zu gehen. Gestern war sie gar nicht da, heute ist sie schon wieder ein bisschen da. Darum habe ich gedacht, ich sage etwas zum Anfang. Mir ist etwas wichtig. Ich bin ausgerüstet mit Zeltchen, mit Getränk. Ihr könnt euch auf die Predigt konzentrieren. Ich melde mich, wenn ich etwas bräuchte. Und sonst töne ich heute einfach ein bisschen anders. Ist das gut? Ich freue mich, zum da sein. Und es geht mir sonst sehr gut. Wir starten mit ein paar Sprichwörtern. Die ganze Welt liegt im Argen. Das Geld beherrscht halt die Welt. Ja, die Welt, die ist ein Jammertal. Oder ganz einfach, die böse Welt. Etwas haben die Sprichwörter gemeinsam, nämlich, dass sie die Welt als eine Größe definieren, als so eine Einheit, eine Menge, ein Ding, das gewisse Eigenschaften mit sich bringt. In dem Fall, spannend, bei denen, die ich jetzt ausgewählt habe, ist es eher eine Sammlung von so ein bisschen negativ konnotierten Eigenschaften. Die Welt, die hat eben ein bisschen etwas an sich, was nicht so gut ist. Ein bisschen etwas Böses. Und heute reden wir darum über die böse Welt. Und das, weil wir uns in einer Serie befinden, die heisst Beautiful Resistance, was auch heisst, ein schöner, ein wunderbarer Widerstand. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem, was eben auch böse kann sein. In uns und um uns. Und wir haben schon 2 Sünden hinter uns. Am einen haben wir den Teufel angeschaut. Und am anderen den Mensch unter dem Titel das Fleisch. Und die Kirchengeschichte hat so diese Begrifflichkeit auch gesagt, die Finden von der Seele. Und die wollen wir anschauen, weil sie sind irgendwie da. Und wir wollen vor allem uns auch die Frage stellen, hey, wie können wir gut mit dem umgehen? Und heute nehmen wir eben den dritten Begriff in das Trio auf, und das ist die Welt. Die Welt, die auch ein Find sein kann, der sich uns entgegenstellen kann. Jetzt bei all diesen Begriffen in dieser Serie ist uns wichtig gewesen, also beim Teufel ist es ziemlich klar, finde ich, aber bei den anderen zumindest, beim Fleisch und bei der Welt, dass wir sie ein bisschen vorsichtig benutzen müssen. Weil nicht alles an uns ist einfach schlecht und einfach böse. Nicht alle unsere Gefühle, nicht alles, was wir sind. Da hat es durchaus ja auch Sachen, die man Göttliches entdeckt. Aber wir Menschen haben eine Anfälligkeit, und um das geht es in dieser Serie, uns von den Begierden in uns und um uns auch anstecken zu lassen. Und uns von Gott wegziehen zu lassen. Und unser Fokus liegt darauf, wenn wir trotz diesen Umständen in dieser Welt Leben führen können, die, wenn möglich, zum Blühen kommen. Heute gehen wir also vertieft auf die Welt ein. Die Welt ist ein Thema, das in der Bibel immer wieder erwähnt wird. Die Welt. Und das Wort im Neuen Testament, das für das verwendet wird, ist Kosmos. Das ist für uns auch ein Begriff. Was bedeutet das? Unter anderem wird dieser Begriff auch verwendet in dieser berühmten Bibelstelle, wo eigentlich alle, die in der Sonntagsschule waren, auswendig sollten können. Johannes 3,16. Kurzer Test. Es tönt recht gut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, also die Welt. Und dort heisst es der Kosmos. Was ist das? Es ist alles, was geschaffen ist. Etwas ist es nicht, nämlich der Schöpfer. Er ist abgesondert. Der dreieinige Gott, Gott, Vater, Heiliger Geist. Aber alles, was geschaffen ist, ist der Kosmos. Also alle Schöpfung, alles hat Gott so sehr geliebt. Und der Begriff, der kommt immer wieder im Neuen Testament. Und im Alten Testament finden wir ihn leider nicht ganz so parallel. Es gibt kein Wort, das die Welt als alles, was geschaffen ist, so umfasst. Das Alte Testament umschreibt es. Und zwar mit einer Phrase, die schon im ersten Satz der Bibel vorkommt, als Himmel und Erde. Und so heisst es ganz am Anfang vom ersten Buch Mose, und Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir wollen zuerst so ein bisschen in die Schöpfung eintauchen, weil dort wird uns etwas darüber berichtet, was eben die Welt ist. Und wenn wir dann den Bericht auf uns wirken lassen, in seiner Ganzheit, dann zeichnet er uns ein Bild, dass die Welt in erster Linie gut geschaffen ist. Von Gott gut geschaffen. Gott hat gut sie gelegt. Und sie ist vor allem dann gut, wenn sie in Bezug zu dem, was eben nicht Schöpfung steht, nämlich zum Schöpfer. In Beziehung. Das ist auch der Grund, wieso Gott den Mensch macht. Im Vers 26 vom ersten Buch Mose heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild,
das uns ähnlich ist. Die Bestimmung der Welt und insbesondere von uns Menschen ist also, den Bezug zu Gott zu haben, in dieser Ebenbildlichkeit zu leben, im Bezug zu Gott zu leben, in der Beziehung mit ihm zu leben. Und dann wird uns berichtet, wenig Vers später, dass ein Fazit gezogen wird. Und das heißt sehr gut. Vers 31. Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte, Kosmos, Schöpfung. Es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der 6. Tag. Das ist mal die Grundlage. Jetzt, wie kommt es, dass wir merken, aus unserer christlichen Warte, wir nehmen die Welt ein bisschen facettenreicher wahr, nicht einfach sehr gut. Und auch die Welt merkt das, um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben. Auch die Gesellschaft merkt das. Die Sprichwörter sind ja gang und gäbe, nicht nur aus einer christlichen Warte, wo man so ein bisschen die Welt auch ein bisschen als einen schwierigen Ort anschaut. Sie ist nicht durchwegs gut. Sie hat zwar Gutes und die einen geniessen jetzt das gute, schöne Meer zum drin baden, aber da kann man sich auch schon wieder Sorgen darüber machen, wie lange das noch so erhalten bleibt. Und ja, ihr seht, es ist facettenreich, es ist vielseitig. Wie ist es dazu gekommen? Die Bibel berichtet uns auch im Schöpfungsbericht davon, was passiert ist, dass eben die Welt nicht nur ein guter Ort ist. Menschen haben gegen Gott rebelliert. Das sagt uns der Schöpfungsbericht. Es wird im Sündenfall, um das Wort bedienen, beschrieben. Und man kann es eigentlich darin auf den Punkt bringen, dass die Menschen wollen nicht mehr in Bezug stehen zu Gott, sondern unabhängig von ihm agieren. Und das insbesondere drin, im Entscheiden, was eben gut und was böse ist. Das ist das, was die Schlange den Menschen als Verlockung vorgegeben hat. Im 3. Kapitel der Bibel, Vers 5. Dann werdet ihr erkennen, was gut und was böse ist. Und das hat der Mensch gern. Was dabei rausgekommen ist eine Welt, die eben sich facettenreicher zeigt. Wo eben Gut und Böse nicht mehr so von Gott vorgegeben ist, sondern wo anders erscheint und das Böse durchaus durchdrückt und da ist. Und ich möchte heute so 2 Aspekte von dieser mehrdeutigen Welt mit euch anschauen. Was macht denn die Welt böse? Und das eine ist, und es passt halt enorm zu dem Schöpfungsbericht, dass wir eigentlich schon auch noch eine gute Welt haben. Und ich hoffe, dir geht es auch etwa dir so. Besonders in der Schweiz. Wir können für so vieles dankbar sein. Vieles ist schon gut. Viele Werte in unserer Gesellschaft sind weiterhin gut. Und spannenderweise haben sie oft ihre Wurzeln im Christentum, im christlichen Glauben. Sozialwesen, Gesundheitswesen, Bildung. Da drinnen hat die Christenheit immer eine enorme Rolle gespielt in den Anfängen, aus dieser Nächstenliebe, aus dieser Hingabe. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass unsere Welt den Bezug zum Christentum losgelöst hat. Man schaut es an als westliche Errungenschaften von der Aufklärung und der Beschreib christlich, den lässt man lieber weg. Aber die Welt hat durchaus weiterhin Gutes und oft hat es genau auch mit unserem Glauben, mit unseren Überzeugungen zu tun. Das ist so die eine Facette. Und die andere ist die, dass sich die Welt schon auch zeigt als eine Welt, die selber definieren will, was gut und was böse ist. Oder man könnte sagen, um eine Woche zurückzublenden, eine Welt, die die Verlangen und Wünsche, die uns Menschen eben in unserem Fleisch umtreiben, Hinweis auf den Predigt-Podcast von vor einer Woche, in einer Welt, die zur Norm erklärt werden, strukturell verankert werden und man sagt, so lebt man und das ist gut. Sachen werden als gut angesehen, die aber eigentlich böse sind. Jesus ergreift recht klare Worte über diese Welt, so wie sie uns im Johannes-Evangelium berichtet werden. Johannes 7, Vers 7 lesen wir. Mich aber, sagt Jesus, hasst sie, die Welt, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Die Welt oder wir, als Teil dieser Welt, hätten es also gern, wenn das, was wir tun, immer als gut angeschaut werden. Aber in Gottes Augen ist es etwa das Gegenteil. Es ist böse. Das macht die Welt böse. Jetzt Achtung, die Welt ist in dem Sinne auch sehr hart mit sich selber. Weil obwohl man selber entscheiden kann und gerade in der Postmoderne das höchste Gut ist, dass es, solange es für dich stimmt, schon in Ordnung ist die Welt auch sehr hart im Urteilen. Weil wenn du doch das Falsche machst, also solange es niemand sieht, ist easy, aber wenn du dabei verwünscht wirst,
dann wirst du abgestraft. Und auch das ist so ein Bereich, wo ich merke, das Christentum hat so viel zu sagen. Ohne eine Vorstellung von Gnade, eine Vorstellung von, auch dass der Mensch halt per se auch fehlerhaft ist, wird das ganz eine gnadenlose Geschichte. Das ist unsere Welt. Das ist die böse Welt. Und darum, glaube ich, ist es auch für uns Christen wichtig, dass wir auf das Acht haben. Wir sind Teil von dieser Welt. Und wenn wir jetzt über die Welt reden, könnten wir sagen, alles, was böse ist, und mit dem Finger gegen aussen zeigen. Aber wir wollen auch bei uns anfangen und sagen, ja, was macht denn das auch bei uns? Wo trifft auch uns die Boshaftigkeit von dieser Welt? Die schwierige Seite? Wie zeigt sich die Beeinflussung durch die Welt bei uns konkret? Jetzt hier ein kurzer Exkurs in die Wissenschaft. Die Beeinflussung und die Entwicklung von unseren Werten geschieht maßgeblich durch die Menschen, mit denen wir uns umgehen. Kennt ihr das Sprichwort? Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Das lässt sich auch wissenschaftlich bestätigen. In der Soziologie redet man von Peer Influence. Also die Menschen, die dich umgeben, die prägen dein Leben und du wirst dich mitunter auch ähnlich mitentwickeln. Und in der Neurologie redet man von sozialem Lernen, weil wir durch das, was uns umgibt, beeinflusst werden. Das ist in erster Linie natürlich eine Herkunftsfamilie. Das sind aber dann auch folgend Menschen, die uns an Zeiten gegeben werden, manchmal, die wir uns selber aussuchen, manchmal auch nicht. Da ist ja nicht immer nur Wahlfreiheit dabei. Und so beispielhaft kann man es gerade soziale Lernen natürlich am Beispiel von kleinen Kindern wunderbar beschreiben. Wir lernen voneinander. Ein Baby, oder? Wann ist es? Ab 3 Monaten kann es anfangen zu lächeln, oder? Dann lächelst du so, und wenn es dann zurücklächelt, dann schmelzt es weg. Dann ein bisschen später streckst du mal die Zunge raus und merkst, das Baby macht es auch. Und du merkst ja, sie lernen tatsächlich voneinander. Und bei uns, ich kann das im Moment ja wirklich Real-Time-Studies machen, an unserem 2-Jährigen, der kann noch keine ganzen Sätze sagen. Aber die Fangesänge vom FC Winterthur schallen trotzdem schon aus seinem Maul raus. Natürlich hat er die vom grossen Bruder und nicht vom Papi gelernt. Aber und ja, der Match ist erst heute Nachmittag, also meine Stimme ist nicht heiser von dort oder so. Aber wir lernen das so. Oder noch ein Fun Fact, bist du auch schon in einem Raum gesessen mit Menschen, die dann von 5 sind 4 am Geinen. Da fängst du selber meistens auch an. Da passiert etwas mit dem, was um uns ist. Neurologisch, soziologisch. Es hat einen Einfluss. Wir sind also beeinflusst von unserer Umwelt. Und meistens passiert das ganz unspektakulär, positiv und negativ natürlich. Und manchmal kommt es aber auch ein bisschen plakativer, aber trotzdem sehr hinterlistig. Und ich habe das so ein bisschen die Stimme von der Welt gesagt. Hey, das machen im Fall alle so. Was, du machst das anders? Das machen im Fall alle so. Kennen ihr die Stimme auch? Das sind so Normalisierungen, Normen, die man macht. Was, bei den Steuern? Machst du das so genau? Das machen im Fall alle so. Was? Du gibst das nicht als Spesen an? Das machen im Fall alle so. Kannst du jetzt für dich weiter denken, wo das könnte sein? Wäre beliebig verlängerbar. Ich habe darum gerungen, so auch ein Beispiel zu finden. Ja, wie prägt denn die Welt uns? Und habe gefunden, wir konkretisieren zu einem Fall. Das ist nicht abschliessend. Aber jetzt da rein, bis auf unsere Gäste aus Albanien, sind wir sonst da. Das meiste wahrscheinlich mit Schweizer Background. Und darum habe ich gedacht, schauen wir doch mal auf unsere Schweizer Welt. Und wie die uns eben prägt. Und für das habe ich ein Bild mitgenommen von der Frau Schweizer, Herr und Frau Schweizer. Beispielsweise Frau Schweizer, um was sie so beschäftigt. Und etwas, was für die Schweizer mal sicher ist, hey, eine solide Ausbildung ist mal mega wichtig. Mit dem kommt schon mal sehr weit. Und bei uns ist das so extrem, ich bin ja in einer interkulturellen Ehe und da kommst du manchmal auch den Spiegel noch gut über, das ist noch recht gut. Meine Frau hat mir sehr früh etwas gesagt, vielleicht habe ich es auch schon erwähnt. Wenn man bei uns sich für ein Apero oder irgendwo so ein bisschen informell trifft, wo man so ein bisschen smalltalkt, die erste Frage ist immer die, was schaffst du? Das ist in ihrer Kultur überhaupt nicht der Fall. Dort schweigt man eher drüber und ja nicht in der Sauna über den Beruf reden. Es macht uns aus. Der Schweizer definiert sich über das, was er schafft, das, was er ist. Weil Bildung ist wichtig, Leistung ist wichtig und dann dort drin vor allem unsere Exzellenz. Gell? Hey, Swiss Quality. Wenn, dann machen wir es recht.
Zuverlässigkeit steht an oberster Stelle. Und hey, das sind alles Sachen, die sind ja gut per se. Und so kommt sicher auch so eine gesellschaftlich-kulturelle Wahrheit dann mit sich, die mitschwingt, wenn du alles richtig machst und dich genügend anstrengst. Weißt du auch, wenn du auch ein bisschen müde bist, gell? Dann geht es dir gut. Und das gut geht, das sichern wir uns dann auch ab mit unserem Sparkonto von unseren guten Schweizer Banken. Wir sparen das Geld und mit Versicherungen. Viele von euch verdienen wahrscheinlich mit denen auch das Geld, weil wir haben da eine lange Tradition in Winterthur von grossen Versicherungen. Also die kosten dann auch wieder Geld, aber mit denen kannst du dich absichern. So ein bisschen, damit wir dann unsere Freiheit, unseren Wohlstand, auch das, was wir uns erarbeitet haben, auch behalten können. Schliesslich wird man das, was man sich hart erarbeitet hat, ja nicht wieder verlieren. Und damit verbunden ist natürlich auch das persönliche Versprechen, das wir dann uns daraus erhoffen, von Freiheit, Gestaltungsspielraum, Erfüllung in Form von auch materiellen Wünschen, von Verwirklichungen, Abenteuer, Erlebnis und natürlich die Sicherheit für die Schweizer immer das Wichtigste. Am liebsten bis ganz weit raus ins Alter. Ich überzeichne extra ein bisschen, gell? Ich habe die Schweiz auch gerne, aber... Und so kann es durchaus auch sein, dass man dann so die eigene, doch ein bisschen vorhandene finanzielle Gier, manchmal persönlich, manchmal aber auch ganz öffentlich, vielleicht vor einer Aktionärsversammlung, als Sicherheit für die Firma oder für mich oder als Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Aktionären und gegen die Familie kann verkaufen. Und man kann auch manchmal das Schicksal der Menschen um sich ein bisschen vom Leib halten, weil ein bisschen sind sie schon auch selber schuld, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, oder? Dann können wir noch ein bisschen kritischer hinschauen, was macht das mit uns, die Schweizer Kultur, neben vielem Gutem, was sie hat. Was macht es mit uns als Menschen? Über was ist uns wichtig? Was ist im Zentrum von unserem Leben? Was macht es mit unseren Familien? Was macht es mit unseren Partnerschaften? Wie viele sind irgendeiner Karriere zum Opfer gefallen? Und dabei denke ich nicht nur an Wirtschaftskarriere. Kann bei uns auch sehr gut im christlichen Bereich eine Karriere sein. Wie viele Ehen leiden unter dem? In verschiedensten Aspekten. Wie viel Druck lastet schon auf den Kind? Ich male jetzt ein bisschen schwarz, ich weiss es. Aber ich will es ein bisschen rauszeigen. Mir geht es dabei nicht darum, irgendetwas schlecht zu machen. Manchmal ist eine schwierige Situation auch nicht einfach der Schweizer Kultur verschuldet. Aber das mal zu reflektieren, das ist die Welt, in der wir drin leben. Das ist die Welt, in der wir drin geboren sind. Und ich hoffe, das Gesamtbeispiel, und bitte denk es weiter für dich. In welchem Bereich ist das für dich? Oder wo ist es etwas anderes, was dich prägt? Was ist deine Welt? Es zeigt, wir sind betroffen von der Welt um uns. Wo wir sind, wo wir stehen, wo wir leben, was wir sind, das hat einen Einfluss auf uns. Die böse Welt hat einen Einfluss auf uns. Ja, was machen wir jetzt? Um das geht es in dieser Serie. Beautiful Resistance. Was heisst das? Jetzt eine Regung, die man schnell haben kann, ist sagen, hey, wir müssen uns irgendwie aus dieser Welt verabschieden. Beam me up, Scotty, ist so das Zitat aus Star Trek, oder? Wo heisst, weg aus all dem. Und manchmal liegt das nach. Die Regung, weißt, am besten ziehen wir uns zurück in unsere Kreise, in unsere Worte. Wir und unser Jesus, wir und unsere Werte. Und das ist etwas, was in der Kirchengeschichte immer wieder gekommen ist. Es hat ganze Mönchstraditionen gegeben, die ehrlich gesagt auch stark unter der Weltflucht gelitten haben. Sie haben gesagt, Sündhaftigkeit halten wir nicht mehr aus, wir müssen uns von dem verwehren, also gehen wir weg und wir ziehen uns aus der Welt zurück. Wir und unsere Andersartigkeit. Jetzt spannend ist, dass Jesus selber einen anderen Ansatz vorschlägt. In seinem Gebet für die Jünger am Ende vom Johannesevangelium lesen wir Folgendes. Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Er betet für seine Jünger. Aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Beautiful Resistance heisst, wir richten uns aus an der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir richten uns aus an Jesus. Wir schlagen in die Nachfolge wieder und wieder ein. Das passt zu unserem Jahresthema unterwegs sein. Wir richten uns auch aus an den biblischen Texten, wo Wahrheit drin liegt, wo wir drin lernen über die Wahrheit, wo es eine Richtschnur sein kann.
Für das Beispiel von Herr und Frau Schweizer heisst das zum Beispiel, dass man in der Weisheitsliteratur im Alten Testament schon entdeckt, dass Fleiss eine gute Tugend ist. Und sie wird oft in Kontrast gestellt mit dem faulen Dummkopf, wo sein Leben an die Wand fährt. Also wir sehen, da ist etwas drin. Da ist etwas, hey Schweizer, das machen wir gut. Das kann man uns, glaube ich, nicht so vorwerfen. Aber gleichzeitig, und das kommt eben gerade nebendran, in dieser Fülle von Texten, haben wir das Buch Prediger, wo heisst, weißt du was, du kannst dich noch so fest abreiben und tun und machen, alles ist es, hast du nach Wind. Auch das ist ein Teil. Darum bist du dir bewusst, dass du mit dem allein nichts erkaufen kannst. Und dann haben wir Jesus und seine Worte zu seinen Nachfolgenden. Und er hat stark gewarnt davon, dass man die Abhängigkeit von materiellen Sicherheiten, er nennt das auch den Mammon, der Gott vom Vermögen, Wohlstand, vom Leben, von der Versorgung, dass man sich nicht zu fest von dem sollte abhängig machen, sondern auf Gott zu vertrauen. Wie die Vögel, die nicht säen und nicht ernten. Und gleichzeitig redet er auch über gute Verwalterschaft. Beides. Im Neuen Testament lesen wir davor, dass gewarnt wird, auch wieder vom Johannes, dass das, was viel Raum einnimmt, zum Beispiel die Absicherung, dass alles sich selber schauen, kann Gott aus dem Zentrum verdrängen. Ich möchte lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15. Hängt euer Herz nicht an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Beautiful Resistance heisst, wir versuchen unser Leben immer wieder am Orientierungspunkt Jesus zu orientieren und an der biblischen Wahrheit und an diesen Texten und uns von denen inspirieren zu lassen und uns auch zeigen zu lassen, was gut und was böse ist und wie wir da drin navigieren können. Das Gebet von Jesus geht weiter und ich möchte dort einen zweiten Punkt herausstellen, was die Beautiful Resistance auch sein kann. Und wir lesen im Kapitel 17 weiter ab Vers 20 und dort geht es um das Miteinander der Nachfolger und Nachfolgerinnen und auch um das Miteinander von dieser Bewegung, die daraus entsteht, namens Kirche, wo du und ich Teil davon sind. Ich aber bitte nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das Eissein im Verbundenheit miteinander mit dem Vater, scheint einen Faktor zu spielen bei dem in dieser Welt sein, wo wir ja nicht daraus rausgenommen werden sollen. Weil, wie bereits gesagt, mit wem man sich umgibt, das prägt einem auch. Und so glaube ich, hat die christliche Gemeinschaft insbesondere viel zu bieten, auch wenn sie manchmal auch mühsam ist. Und du ja nicht darfst dieser Versuchung erliegen, hey, wenn ich nur noch von Christen umgeben bin, dann ist alles gut. Nein, ich arbeite ja mit ganz vielen Christen zusammen. Ich bin selber auch einer von denen und ich bin manchmal auch schwierig. Und gleichzeitig ist es eben ein Geheimnis. Und ist eben etwas, was drin steckt. Und der Paulus redet viel darüber, dass wir füreinander da sind, zueinander Zuspruch geben. Und das Wort hat verschiedene Facetten. Die eine Facette von dem Zuspruch ist, ein bisschen plakativ gesagt, die Ermahnung. Wir brauchen Menschen, die uns hinweisen auf den Leitstern Christus. Ich sage jetzt dem Ermahnen. Die uns die richtigen Fragen stellen. Und vielleicht mal fragen, hey, was ist im Zentrum von deinem Leben? Hey, an was richtest du gut und böse aus? Wo wir einander einen Hinweis auf Christus geben können. Und das ist auch Ermahnung. Und das Wort beim Paulus hat aber eine andere Bedeutung auch noch. Das ist noch oft so. Die griechischen Wörter haben meistens so ein bisschen viel breitere Bedeutungen. Auch die Ermutigung ist einer von diesen Aspekten von dem Zuspruch. Wir brauchen doch einander, zueinander ermutigen. Gerade auch im Widerstand gegen das Fleisch, das uns zu etwas ziehen will. Gegen die Welt, die uns sagen will, was so und so ist. Ermutigung bei jemandem, der einem ein Ohr gibt, der sagt, hey, ich habe das auch schon durchgestanden, ich bin mit dir. Der sagt, du kannst mir anrufen, wenn. Der sagt, ich bete für dich. Der sagt, ich bin da. Jesus in dieser Welt nachfolgen heisst, Teil zu werden von seinem Lieb. So können wir auch in dieser Ganzheit ihn repräsentieren, da stehen, mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist eine Einladung für dich da auch nochmal zu reflektieren. Und dann passiert auch etwas.
Weil unser Auftrag ist es nicht, die Welt zu bekämpfen mit den Mitteln, die die Welt auch gibt. Zum Beispiel gewaltvoller Druck für die Durchsetzung von unseren Werten. In einer Welt, die aktuell auch gerade wieder steil geht und die Mächtigen mächtiger werden und der Einfluss wieder ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich auch darüber, was dann richtig und was falsch ist, debattiert wird. Die Art, wie die Kirche miteinander lebt, sollte an sich Strahlkraft haben. Es heisst in dem Text, den wir vorher gelesen haben, sie sollen fest verbunden sein mit Gott und miteinander. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesendet hast. Das ist das Zeugnis. Und für das bin ich nach einer kleinen Kirchengeschichte abgetaucht in den Vorbereitungen. Es hat mich fasziniert. Und zwar recht in die frühe Kirchengeschichte. Ins Jahr 200 nach Christus. Blütezeit vom Römischen Reich. Kirche am Anfangspunkt von dem, was sie ist. Und wir müssen uns die Welt rasch ein bisschen vorstellen dort. Also das Römische Reich ist so weit ausbreitet gewesen, wie es nachher fast nicht mehr grösser können werden. Die Christen sind eine eher unterdrückte Minderheit gewesen. Eine belächelte und verspottete. Die Verfolgung war noch nicht ganz im ganzen Reich gewesen, aber punktuell schon sehr stark. Ein Beispiel, das das ein bisschen zeigt, ist eines der ältesten Christusbilder, das man gefunden hat. Man hat das entdeckt im Jahr 1857 in Rom. Es stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Das Bild beschreibt den Alexamenos, der seinen Gott anbetet. Es ist eigentlich das, was es heute auch noch gibt. Die Welt hat sich nicht so geändert. Ein Tag, ein Graffiti an einer Wand. Und weil man es da mega schlecht erkennt, habe ich noch so ein durchgepaustes Bild davon mitgenommen. Wir sehen da Jesus dargestellt mit einem Eselskopf am Kreuz. Und der Alexamenos, einer, der an Jesus geglaubt hat, ein junger Mann. Und dazu geschrieben, eine Verspottung. Der Alexamenos betet seinen Gott an. Das war so die Stimmung. Man hat Christen verspottet. Und es ist eines der bekanntesten oder ältesten gefundenen Bilder von einer Kreuzesdarstellung geworden, von einem Christ. Und ja, auch heute gibt es so Spott-Graffitis, gibt es immer noch. Es zeigt, da ist durchaus die Welt auch böse gewesen, gerade auch für Christen. Gleichzeitig haben Christen sich ausgezeichnet. Das liest man in der Literatur, in der säkularen, aber auch der von christlichen Theologen. Da hat es den Galen gegeben, einen Philosophen römischen, der sagt, ja, die sind irgendein Strub drauf. Und ehrlich gesagt, ein bisschen durchgebrannt. Weil die kümmern sich um die Armen und die leben Nächstenliebe. Weil im Römischen Reich ist es darum gegangen, um Status und Ansehen. Im Römischen Reich war der Stärker stärker gewesen und man hat geschaut, dass man nicht schwach wird. Im Römischen Reich hat man sich nicht mit dem Schwachen abgegeben. Genau so ist es von den Satirikern auf die Schippe genommen worden, vom Lukian unter anderem, der darüber gelacht hat, gesagt, die Christen sind so Holzköpfe. Die machen das, was man eigentlich nicht machen sollte. Die zeigen sich schwach und geben sich einander hin. Und das schreibt dann auch der Tertullian, er war einer der frühchristlichen Theologen im Jahr 200 nach Christus. Er schreibt eine Verteidigungsschrift für den Glauben gegenüber der Welt. Und er schreibt in der, was man über Christen sagt. Und er zitiert dann eigentlich die Welt, die sagt, siehe, wie sie sich untereinander lieben, wie einer für den anderen zu sterben bereit ist. Und was mich besonders fasziniert hat, wir sind da im Jahr 200 nach Christus. Theologisch hat es da auch in der Kirche viel Diskussionen gegeben. Da hat es viel gegeben, wo man noch klären musste, ja, ist jetzt Jesus wirklich Gott oder nicht? Man hat auch darüber geredet, ist es jetzt ein dreieiniger Gott oder nicht? Da hat man diskutiert und gemacht und Meinungen und gegeneinander geschrieben. Aber was gegen aussen geschonnen hat, ist eine verbindende Liebe untereinander. Und dass man sich einsetzt für die Schwachen, für die Ausgestoßenen, nicht für das Starke der Welt. Und mich hat es irgendwie inspiriert. Und ich habe gedacht, was wäre das, wenn wir das leben miteinander? Kirche ist nicht ein Fluchtort der Welt, sondern eine kreative Gemeinschaft, die mitten in der Welt bewusst anders lebt und dadurch ein Zeichen setzt und Veränderung bringt. Und wie wäre es, wenn wir da eine Gemeinschaft von zwischenmenschlichen guten Beziehungen hätten, in einer Kultur vom Individualismus und von der Polarisierung? Ich denke, es hat noch recht Strahlkraft. Und da können wir uns sicher auch selber, jeder von uns, reflektieren. Was tragen wir da dazu bei, als Einzelpersonen? Zur Verbundenheit von dem Lieb. Kirche ist ein Ort der Hoffnung, eine Stadt auf dem Berg. So sagt Jesus seinen Nachfolger. Es Licht in einer Welt, die von Gott abgewendet ist. Und nachher fügt er an, dann werden sie, die Welt, eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Beautiful Resistance, mitten in einer Welt, wo Gut und Böse selber will unterscheiden, wo das Gute auch von Gott immer wieder loslöst, heisst für uns, wir leben kreativen Widerstand. Und es fängt bei uns als Einzelpersonen an,
und betrifft dann auch irgendwie uns als Gemeinschaft. Und so möchte ich schliessen mit ein paar Fragen, die ich so in den Raum geben möchte, die du jetzt für dich kannst auch mitnehmen, auch im Verlauf des Tages und der Woche. Wo prägt die Welt mich mehr, als es gut ist? Mal bei uns angefangen. Und gibt es einen Bereich, wo ich mich neu an Jesus und an seiner Wahrheit sollte, darf, müsste ausrichten? Ist die Kirche oder die christliche Gemeinschaft, die kann sehr unterschiedlich aussehen, Teil von meinen geistlichen Gewohnheiten? Wo könnte ich davon profitieren? Und was hätte ich dazu beizutragen? Gott, Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, danke dir, dass du dir nicht schade bist, sondern gesagt hast, ich entäussere mich selber und ich schicke meinen Sohn in diese Welt, damit sie mich erkennt. Ich zeige mich ihnen als Mitmensch. Jesus, wir danken dir, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist und uns begleitest, jetzt in unserem Alltag, in dieser Welt. Und Heiliger Geist, ich bitte auch dich, dass du uns jetzt auch die Augen öffnest und zu uns redest, mit in unsere Herzen, wie es um uns steht und die Welt. Und was für uns der nächste Schritt im Denken, im Handeln, im Verhalten könnte sein. Ich bitte dich, dass du Möglichkeiten öffnest. Und ich bete für das Bewusstsein, dass wir gesendet sind in diese Welt. Nicht um zu werden wie sie, aber um einen Unterschied zu machen. Ich bete um eine Erfüllung von deiner Liebe, die uns helfen wird darin. Weil die brauchen wir. Gib du sie uns, damit wir es heraustragen können. Ich bete für uns als Kirche, dass wir ein Ort sein können von der Hoffnung, von der Strahlkraft, der Stadt auf dem Berg. Als kleine Gruppen innerhalb der Kirche, als Zweierschaften, als Small Groups, als Ministry Teams, aber auch als Gesamthaft. Dass man uns überraschend wahrnimmt, anders. Vielleicht manchmal belächelt, ist egal. Aber auch irgendwie ein bisschen irritiert ist, auf eine gute Art. Danke vielmals, dass du uns darin begleitest. Amen.